Meine liebsten Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Energy Mirko. Ihr seht ja hinten nachher ein mega Puff, das sind alles zusammen PC-Spiele, weil ich bin mir natürlich schon am überlegen, was ich nächste Woche alles zusammen Let's Playen. Und das Ding ist ja, ich möchte ja nicht nur Need for Speed Let's Playen, ich möchte ja auch andere Spiele zeigen auf Schweizerdeutsch und möchte die dann gerne auch Let's Playen, genau. Und auf jeden Fall, ich habe über 100 PC-Spiele. Minecraft habe ich halt leider nicht, das muss ich mir dann mal kaufen. Muss ich dann auch wahrscheinlich auch dann mal ein Xbox-Abo machen. Ich weiss, es war ein Zuschauerwunsch gewesen, aber es könnte wahrscheinlich auch 2029 oder 2028 werden, bis ich das kann Let's Playen. Genau. Weil ich möchte zuerst mal andere Spiele Let's Playen, plus ich möchte dann auch andere Spiele kaufen, zum Beispiel so wie Assassin's Creed oder die Sims. Gut, von die Sims habe ich ja schon ältere Spiele auch. Aber, ich werde auch versuchen, dass ich die älteren Spiele von die Sims auch auf dem PC da hier zum Laufen bringe. Wird wahrscheinlich auch nicht der Fall sein, muss ich auch dann zuerst noch Speedexen umtauschen und muss zuerst mal stundenlang nachgoogeln, wie dass ich die Spiele zum Laufen bringe. Ich weiss, es gibt mega viel zu tun für mich und ich als YouTube-Creator bin natürlich aber sehr viel am Überlegen, wenn ich ein Spiel nicht zum Laufen bringe, bin ich mir natürlich dann am Überlegen, wie ich das Spiel dann zum Laufen könnte bringen, so wie zum Beispiel bei Need for Speed Underground habe ich natürlich auch zuerst müssen rumgoogeln und studieren, wie ich das machen kann. Schlussendlich habe ich dann am Schluss ein Video gesehen, einmal, wie einer das gezeigt hat und, dann habe ich es so geschafft, das Spiel zum Laufen zu bringen. Also, es ist eigentlich recht schwierig, das Spiel zum Laufen zu bringen auf Windows 11 Need for Speed Underground. Es ist für sehr viele Leute schwierig. Für mich ist es natürlich Bubi einfach. Ich werde wahrscheinlich auch dann mal ein Tutorial machen für die Leute, die dann aber gerne auch Need for Speed Underground auf dem PC wollen spielen, wo zum Beispiel Windows 12 oder Windows 11 Pro haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel Windows 11 Pro und ja, ich habe das Spiel eigentlich noch recht leicht zum Laufen gebracht, jetzt mit meinem neuen PC. Genau, ich habe mir auch einen neuen PC müssen kaufen, weil mein alter einfach zu schwach ist. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mich mal vorbereiten für nächste Woche. Werde mal so ein bisschen schauen, was ich alles zusammen für PC-Spiele habe. Werde mal schauen, was ich gerne alles zusammen möchte Let's Playen. Ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare hineinschreiben, was ihr von mir als Let's Play wollt sehen. Und dann werde ich auch schauen, ob ich das Spiel dann auch habe. Und wenn ich das Spiel natürlich dann auch nicht habe, dann macht euch keine Sorgen. Dann werde ich dann versuchen, das Spiel zu kaufen. Genau, irgendwie auf Steam oder auf Origin oder irgendwie auf Ricardo oder auf Amazon oder auf eBay. Ich muss noch schauen, wo ich dann aber die Spiele wieder kaufe. Auf jeden Fall, ich habe eine lange Dings vor mir, also nächste Woche habe ich eine lange Woche vor mir, wo ich natürlich so viel Let's Plays wieder mache. Was ich mir natürlich vorgestellt habe nächste Woche ist Assassin's Creed, aber das geht leider nicht, weil dort die Codes schon sind eingelöst, genau. Aber Most Wanted aus dem Jahr 2005 werde ich entweder diese Woche noch oder erst nächste Woche Let's Playen. Jetzt heute haben wir Sonntag, der 15. Wir haben schon 8 gehabt, also heute wird es eher ein bisschen schwierig. Aber ich werde versuchen, dass ich das Spiel mal Let's Playen. Wo ich bin ja natürlich der Erste, der mit der legendären Need for Speed-Reihe hat angefangen, weil Need for Speed Underground ist ja ein legendäres Spiel und es ist ja von Blackbox und es ist das erste legendäre Spiel, das von Need for Speed ist erstellt wurde, also von Blackbox. Und Blackbox hat natürlich auch ganz viele andere coole Games von Need for Speed.
Ich möchte aber natürlich nicht nur Need for Speed Let's Play, das habe ich eigentlich schon gesagt. Ich werde mal schauen, was ich so alles für PC-Spiele habe und werde mal schauen, was ich so alles zusammen kann Let's Playen. Und somit würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Bis dahin, macht's gut. Ich bin aus, euer Energy Mirko. Bye bye.